Von der ganzen Equipe Automotorshow flott anergräbe Jahr 2021 gewünscht. Wir machen auch dieses Jahr uns best für euch interessante Reportagen zu weisen, abhängen haut man Mazda MX-30 Partner von Venio SRL präsentieren die Automotorshow. Die wichtigsten Fragen über die Parameter von einem Elektroauto haben sich klar geändert. Geht die für allem zum Mols bei einem sportlichen Auto nur der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gefragt, so könnte lo beim Elektrogefähr wie aus der Pistole geschoss, wie viel Kilometer kann ich dann am kompletten Elektromodus fahren. Aber wenn dann von einer Autonomie von 200 km schwätzt, ist Fred bei verschiedenen Chauffeuren direkt Nullpunkt. Weil man eine Autonomie von 200 km kann in Mol und Stottre kommen. Wenn ihr nicht weiß, wie ihn sich seine Route sehr richtig anzudelen hat. Hier an Rumio steht ein neues Elektroauto von den Japanern. Und hier stellt sich auch nächster Platz froh von der Autonomie. Wie weit kommen ich? Alles an unserem Test. A puncto ungewöhnliche Optik vom Blech beim Mazda MX-30 war auch schon ein paar Bayer vorprogrammiert. Den ersten Mazda mit reinem Elektrountrieb soll laut Designer ausgesehen wie ein Auto und nicht wie ein Elektrogefähr. Und er soll sich auch fahren wie all einer Mazda, so der Chef vom Projekt. Am Menge nähern ist Mazda dadurch gut gelungen. An diesem Projekt hat schon beim Zeichnen ein paar Bayer angefangen. Die gut 4,40 Meter langen MX-30 krut einen flotten Mix von einer langen Dächlin mit einem SUV-Charakter verpasst. Es gouf auf all Ecken erkannte Verzicht, sowie auch auf den typischen großen Kühlergrill. Mit dem markentypischen zylinderförmigen Scheinwerferdesign an den dreidimensionalen hinnischten Luchten bleibt der Mazda MX-30 trotzdem als typische Mazda zu erkennen. Ungewöhnlich als Konzept von den Tieren, die sich gegenseitig abmachen. An die Hünnesten sich nimmer abmachen lassen, wenn die feisten Tieren abstehen. Ein dürfen Mazda-Fans sich noch an den RX-8 erinnern. Bei der Konzeption vom Interieur hat Mazda einen Ansatz verfolgt, der noch gut zur Idee von der emissionsfreundlichen Klangerbatterie passt. An der Mittelkonsole goufe Fläschchen mit Kork verschafft, ein Material, das sich gut anpasst und anpegt, und Mazda Vergangenheit erinnert, an der sie an den 20er Jahren eine Produktion von künstlichem Kork betrieben hat. Der Stoff für den ewigen Teil von der Verkleidung von der Tier als auch als recyceltem Material. Am Ganzen sticht der Cockpit durch ein gutes Material an eine gute Verarbeitung raus. Und dazu hat einen eleganten Touchscreen für die Klimasteuerung, die via Drehknopf bedient kann gehen. Auf den vier Sitzer sitzt er bequem auf einem Stoff-Ledermix, wer den aber hinten dran nicht gerade so bezeichnen kann. Für hinten ranzuklammen muss er doch relativ sportlich gehen, weil der Platz, die sich hier bei der offenen Hinnenstadier anbietet, sieht sich mehr groß an, wie es wirklich geht. Obschon sich der Chauffeursitz vom Fongers elektrisch verstellen lässt. Den MX-30 mit seinem Radstand von 2,65 Meter bietet aber durchaus 4 Personen gut Platz. Obschon der Platz von den Knien an dem Kopf für kein 1,80 Meter groß Leute berechnet gouf. Sein Mal lädt auch nur die Normen von seiner Konkurrenz am guten Bereich, an dat mit 366 Liter, aber bei umgeschlagenen hinnischten Sitzer mit bis zu 1171 Liter Ladevolumen. Kommen wir mal zum hauptsächlichen Punkt von Mazda MX-30, an der zu seiner Batterie, über die schon viel diskutiert und geschrieben wurde. 35,5 Kilowattstunden Kapazität wäre nicht genug, und damit auch nicht mehr eine Autonomie von ungefähr 200 Kilometer. Hier verteidigt sich Mazda aber vehement mit folgenden Argumenten. Größt von der Batterie wäre punkto Produktion, Gewicht und Lebensdauer optimal. An Forschung hat auch bewiesen, dass ein Elektroauto mit kleiner Batterie über seine Lebensdauer am Durchschnitt besser aufschneidet als ein Diesel und weniger CO2-Emissionen verursacht hat.
Mazda greift auf eng Batterie gereest vun 35,5 Kilowattstunde, die emissionstechnisch gut vertretbar ist. Gleichzeitig nach soviel Autonomie ubietet, ohne nervös zu gehen und ohne brachen zu stottern. Schon auf den nächsten Testkilometer auf unseren Straßen konnte ich feststellen, dass der Mazda MX-30 beim Gasgehen gut beschleunigt, was auf Dauer ganz agreeabel war. Sein Elektro-Skyactiv RC-Synchronmotor, den die vieste Räder undreift, legt 107 Kilowatt, also 145 PS, mit einem maximalen Drehmoment von 271 Newtonmeter. Beschleunigt an 9,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und bringt darauf eine maximale Vitesse von 140 km/h. Mazda gibt noch WLTP-Zyklus bei nimmen an der Stadt fahren eine Autonomie von 262 km an. Bei meinem Testauto stungen nur enger Nacht, angeschlossen und einer Ladestation vollgeladen 212 km parat. Die Stärke von der Rekuperation lässt sich auch smart über die Wippen und Volant justieren. Am D-Modus kann ich mit der Lenkerschaltwippe 2 Gänge raufschalten, für mehr eine starke Motorbremse anzusetzen, aber nimmen, wenn die Batterie nicht voll geladen ist. Am mit der Rätselschaltwippe kann ich Gefähr quasi ungebremst rollen lassen. Alles das funktioniert wunderbar und bringt doch ein komfortables Fahren am Elektro-Mazda mit sich. Über die paar Tage weg hatte ich mich wirklich richtig in den Mazda MX-30 gewinnt, auf der Autobahn mal ein bisschen mehr Gas gehen und konnte feststellen, dass der Elektro-Mazda auch eine gute Figur macht und proper am Verkehr mitschwimmt. Auf der Landstraße sind Stacks durch die Baustellen und Vitesslimiten von 50, 30 und 70 km/h aufgebremst gehen. Er kann doch hier präzise und komfortabel Fahren feststellen. Der Mazda MX-30 hat sich auch nie motorisiert angefühlt, lässt sich flüssig und flink bewegen. Er hat Mazda mit seiner Vordynamikausstellung, dem G-Vectoring und seiner guten Lichtersteuerung dazu beigetragen. So guter Verbrauch hat mich überrascht, weil laut Mazda steht gut 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometer unten. Auf denen ungefähr 400 Kilometer, deels sogar sportlich NRW, stungen hier nur die 16,5 Kilowattstunden um Tacho. Und ich könnte mir so gut nach vorstellen, die 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer herunterzukommen. Fest steht, dass der Mazda MX-30 bewusst als Gefähr für auf kurze Strecken entwickelt wurde und noch größtenteils angesetzt wird. Wird einerseits auch ein groß und damit mehr schwer an der Produktion mehr eine aufwendige Batterie überflüssig macht. Auf der Plusseite vom Mazda MX-30 steht eine Karosserie mit einem Design, das gefällt, halb Coupé, halb SUV und ein Interieur mit relativ normaler Offerplatz. Der Spaß im Fahren stimmt doch. Allerdings, für aber an der Klasse von den Elektromobilen mit 4 zu spielen, fehlt aber ein bisschen. Es kann nicht immer gespannt sein, ob die vorgesehene Version mit dem Range Extender auf den Markt kommt, weil das viele Autonomieprobleme lösen und en plus den Spaß im Fahren nach ein gutes Stück verbessern.